und stößt auf Stahlsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf, Karlshaus gelangt. Mit dem Angriff Steiners ist alles in Ordnung. Mein Führer. Steiner konnte nicht genug Kräfte für einen Angriff lancieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Jeder hat mit Belogen zu seinem Bestand. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie Bist denn Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Stolz des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennt sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man besser sterben hält. Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte Not daran getan. Und darin alle höheren Offiziere endlich gehen zu lassen. In Stalin! Und doch habe ich allein das beste Feld, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Die Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das bei ihm verlasse, irren Sie sich gewaltig. Er jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.